Was ist eigentlich das Knabenschiessen? Hoi miteinander! Heute geht es um einen Brauch aus Zürich, wo mir ehrlich gesagt als Appenzeller auch ein bisschen fremd ist. Schauen wir es uns doch mal an. Ich glaube, viele sind ein bisschen verwirrt, wenn sie den Namen Knabenschiessen hören. Also, als ich das erste Mal davon gehört habe, hatte ich auch ein eher weniger positives Bild vor Augen gehabt. Ihr könnt euch sicher etwa vorstellen, was mir da ungefähr vorgeschwebt ist. Aber ich kann euch beruhigen, es hat nichts mit einer Jagd auf Buben zu tun, sondern ist ein bekanntes Jugend- und Volksfest von der Stadt Zürich. Das zentrale Element ist ein Schiesswettbewerb für Jugendliche. Und neben dem Wettbewerb gibt es eine grosse Kolbe. Der Ursprung vom Knabenschiessen stammt eigentlich von der militärischen Ausbildung von Buben. Das kommt von ganz früher, denn im Mittelalter hat die Wehrpflicht schon mit dem 16. Altersjahr eingesetzt. Schon früh sind die Buben mit der Handhabung von Waffen vertraut gemacht worden. Das eigentliche Knabenschiessen geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 gegangen ist, haben die Buben während der sogenannten Hundstage zwischen Mitte Juli und Anfang September müssen an Waffenübungen teilnehmen. Und die Prüfung am Schluss hat dann eben Knabenschiessen geheissen. Das erste schriftliche Zeugnis geht aufs Jahr 1656 zurück. Seit 1899 organisiert die Schützengesellschaft von der Stadt Zürich den Anlass im Albisgütli, als ehrenamtlich. Bis in die 90er Jahre haben nur die Buben aus der Stadt Zürich selber teilnehmen. Später hat man die Regeln dann ein bisschen gelockert und heute dürfen Jugendliche aus dem ganzen Kanton Zürich sowie auch Teilnehmer aus anderen Kantonen und in kleinen Grüppli, sogar aus dem Ausland, mitmachen. Das Ziel der Organisatoren ist, jeweils rund 4500 Teilnehmer zwischen 14 und 17 zu haben. Seit 1991 dürfen auch Mädchen teilnehmen. Das ist rund ein Drittel der gesamten Teilnehmerzahl. Am Freitagabend gibt es einen Sternmarsch und ein anschliessendes Platzkonzert von verschiedenen Zürcher Jungmusikformationen. Der Schiesswettbewerb fängt dann am Samstag am Morgen um 10 Uhr an und dauert 3 Tage. Die Distanz zu der Zielscheibe beträgt 300 Meter. Nebst dem Areal fürs Schiessen gibt es ein grosses Festgelände und es reihen sich unzählige Marktstände mit Essen und Trinken oder zur Unterhaltung aneinander. Die Kölbe ist sehr beliebt und wird je nach Wetter von ungefähr 700'000 bis zu 1 Million Leuten besucht. Man hat beobachtet, dass die Besucher ein Fanges eher wegen der Kilbe können und den Schiesswettbewerb eher am Rand wahrnehmen. In der Stadt Zürich ist der Knabenschiessen Montag ein lokaler, nicht gesetzlicher Viertag. Ein paar Geschäfte sind am Nachmittag geschlossen und es findet kein Schulunterricht statt. Es hat Zeiten gegeben, wo die Teilnehmerzahl stark gesunken ist. Auch im Stadt- und Gemeinderat hat es vor allem nach dem Ersten Weltkrieg in den 1930er und 1980er Jahren Stimmen gegeben, die sich gegen so einen militärischen Wettbewerb ausgesprochen haben. In den letzten Jahren hat die sinkende Teilnehmeranzahl allerdings gebremst werden. Vergleichbare Schützenfeste gibt es an zahlreichen Orten in der Schweiz, jedoch nicht mit einer so grossen Anzahl an Teilnehmern und einer so grossen Kölbe. So, und jetzt weiss ich und ich auch, so ein bisschen die wichtigsten Fakten über das Knabenschiessen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust zum Vorbeischauen. Es findet immer am zweiten Wochenende im September oder eine Woche vor dem eidgenössischen Betttag statt und dauert vom Freitag bis am Montagabend. Macht's gut und bis bald!